Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 auf Pelzig. Gott, das war ja beim letzten Mal was, ne? Aber mir jetzt genug Orbs, um die Hades-Klinge wieder, die Hades-Klaue aufzupuschen. Erhöhter Schaden haben wir, Hades Fluch, Ausweichen mit rechtem Stick und Dreieck, Seelenbeschwörung auf Stufe 2. Sie haben folgende Seelen freigeschaltet, Chimera, Gorgonenschlange und Olympdämon. Zurzeit ist die Chimera-Seele aktiviert. Verbesserungsmenü aufrufen und Dreieck, um eine andere Seele auszuwählen. Ja, machen wir doch gleich mal. Olympdämon. Gucken wir doch mal, was das ist. Möchte ich gleich mal wissen, was das ist. Nee, den eklige Schädel wollte ich jetzt eigentlich nicht. Moment. Ausweiche und das war das so. Okay, das war dieser Hades-Gedöns. Warte mal, wie war jetzt nochmal Seele? Okay. Okay, das ist etwas skurril. Dann machen wir die Gorgonenschlange mal rein. Gucken wir mal, was die kann. Okay, die versteinert höchstwahrscheinlich. Und die Chimera bis der Teufel, was die macht. Okay, beim nächsten Mal habe ich dann erhöhter Schaden und unendlicher Schmerz. Oh, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Okay. So. Alle hopp. Dann sind wir jetzt hier, kommen wir jetzt hier aus Olympia raus. L2 gedrückt halten, Gegner Gegner anstrahlen und betäuben. Moment, L2 war das. Okay, so kann ich die betäuben, wie es aussieht. Mit Helios Kopf. Wie der dabei immer noch plärrt. Das ist echt nur die räudigste Kürbislaterne der Welt. Gott, ist das ekelhaft. Okay, dann sind wir dann hier wieder. Der Pfad der Eos. Alles klar. Ja gut, wir müssen wieder zum Olymp hoch, ne? Wir arbeiten uns langsam vor von Unterwelt zu Olympia. Komm, mach den Krater kaputt. Und ja, zu Olympia. Und dann jetzt der Pfad des Eos. Und dann gehen wir offensichtlich weiter noch over zum Olymp. So, gucken wir mal, was da drin ist. Gorgonenauge. Ja, geil. Opfer angenommen. Verbesserung, gesund. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir kommen dann wieder zu den Werten, die wir am Anfang mal ursprünglich gehabt haben. So, was haben wir dann hier? Pfad des Eos. Diejenigen, die sehen, was die Götter sehen, werden den Pfad zum Olymp finden. Ja, mir haben ja glücklicherweise was, ne? Sehe, was die Götter sehen und so. Da haben wir ja zufällig die schäbigste Laterne der Welt parat. Ich sehe was mit meinen abgetrennten Äuglein. Ach, ist das widerwärtig. Ist das ekelhaft. Okay. So, Stadt Olympia speichern wir gerade drüber, auch wenn ihr es nicht sehen könnt. Zack. Okay. Bogen des Apollo und Helios Kopf. Jo. Also jedes Mal, wenn ich L2 drücke, auch wenn ich eine Bogen haben will, macht der Hansel den Kopf raus. Ach, das ist eklig. Es gibt Sachen, die müssen echt nicht sein, aber... Kopf? So. Okay. Ja. Also auf das Ding hätte ich echt gut und gerne verzichten können. Das ist ja nur noch widerwärtig. So, warte mal. Warten wir, bis das auf Magie steht. Die haben wir ja verpulvert, dadurch, dass ich euch gezeigt habe, was es dann für schöne Seele mittlerweile gibt für uns. So. Ja. So, da gehen wir mal mit unserem, wie der Schweizer sagt, unserem Rebelichtli. Gehen wir mal weiter. Ja, okay, da hinten war nichts. Ich dachte, der Schacht hätte möglicherweise in den Nebelschacht geführt, aber okay. Okay, da muss ich wohl ein bisschen länger gedrückt halten. Aber die leuchten übrigens auch wie kleine Laterne, wenn ich die mit Helios Kopf blende. Oh. Oh. Das klingt noch Harpier, ja.
So, dann schießen wir doch einfach mal auf die Viecher. Und warten, bis sie unten sind. Und dann ran an den Feind. Ey, hör auf. Herrst du wohl auf. So, du hässliches Getier. So. Einfach mal mit Helios Kopf nochmal gestunt. Dann sehen wir nämlich auch wieder ein bisschen was in dem dunklen Loch hier. Weil, wie gesagt, die wären nämlich auch zu kleine Laternen, aber ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen unendlich hier gerade. Kann das sein? Okay, der Pfad ist erstmal gesperrt. Anscheinend muss ich gegen die ganze Harpie hier erstmal kämpfen. Falls überhaupt noch welche da sind. So, hier. Nee. Aber vielleicht gibt es ja hier auch wieder irgendeinen Geheimgang, ja. Den nur die Götter sehen. Zum Glück gucken wir hier durch zwei ausgehöhlte Aare. Das ist ekelhaft, Mann. Also ich komme echt nicht mehr davor weg zu beschreien, wie widerwärtig das ist. Okay. Na, dann robb dich mal weiter. Du Held. So. So. Ach, jedes Mal, wenn der zutritt, blut's. Ist das ja leid. Weiß ja auch nicht, aber wenn ich irgendwo Draht dreht, dann blut's normalerweise nicht. So, wie lass ich nochmal los? So, okay. Ja, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, robb auf. Gut, das war's mit dem. Waren da hinten nicht noch, war hier nicht irgendwo noch ein Gorgone? Nicht Gorgone-Auge, aber irgendeine Truhe, wo so Minotaure-Horn, Gorgone-Auge und so weiter für gewöhnlich drin ist? Nö, okay. Wie der jedes Mal auch schreit, wenn man rausholt. Das ist schon urangenehm. Okay. So. Ja, in dunkle Gebiete ist schon etwas fies. Aber da hätte ich mal... Ich weiß nicht, eine normale Laterne hätte es auch getan, oder? So. Aber warum eine normale Laterne nehmen wir, wenn man Kratos ist? So. Kratos! Er kommt näher! Ich sagte doch, ich kann dir nicht helfen. Aber nur du kannst mir helfen. Ich weiß es. Ich vertraue dir. Oh Gott. Tu das nicht. Richtig. So, was kommt jetzt? Will ich's wissen? Okay, ja, gut. Wir müssen mit der Harpie aufscheuchen, das was ich am liebsten mache und am besten kann. Warte mal ab, wie oft wir hier reinstürmen. Und das hat sich ja bewahrheitet. Ich habe fast länger an der Harpie in der letzten Episode kanke als am Boss Helios dann. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, aber da ich Kratos bin, mache ich das alles nur sehr enthusiastisch. So. Halt mal eine Gaula, wir sind schon wieder bei 2300 Orbs. 6000 Helios Kopf können wir auch noch mit erhöhtem Schaden pushen. Okay, cool. 2500 braucht der. Der braucht 6000 und die Verbannungsklinge brauchen 7360. Ich würde sagen, wir pushen nochmal die Hades-Klaue ein bisschen. Ich mag die Waffe. Mir gefallen die Hades-Klaue als Waffe. So. Aber eigentlich habe ich ja Hades-Seele aufgesaugt mit den Dinger. Wäre irgendwie cool, wenn ich den abrufen könnte. Okay. Gespenster auf den Boden zu ziehen. Okay.
Oh, komm. Läuft, oder? Ja, komm schon mal her, du. Rievenickel. So, wenn ich das sag. Du, geblieben wert. Okay. Ist also nicht tot. Na also. Geht doch. So, dann weiter mit uns. Aber erst schon die Keramik kaputt schlagen. Das ist immer das Wichtigste. So. Eventuell hilft uns der ein bisschen weiter. So. Ja, ich glaube, der hilft uns da. Mhm. Sehr schön. Ja, cool. Ja, wenn so ein Gerüst so ganz verdächtig dran steht. Noch ein Gorgone-Auge. Cool. Okay, und es bleibt bei 3 Gorgone-Auge. Nicht irgendwie, dass wir jetzt 4 sammeln müssen für die nächste Stufe. Finde ich cool. Derzeit brauche ich gerade nichts zum Aufpowern. Arena. Oho. Mit Gespensterlein. Warte mal, halte mal eine Gaula. So, Chimera. Wüte mal ein bisschen. Da habe ich 2 auf einen Streich offensichtlich. Ah ja, durch das Ding natürlich kaputt kriegt. Okay. Warte mal. Chimera, wüte mal ein bisschen rum. Kratos, der Typ, der sogar die Gespenster nochmal tötet. Fertiger Typ. Okay, ja, da kommt er wieder. Du Gespenstrian. So, du schlapper Flicker, jetzt gibt's aber wieder ordentlich auf der Washing. So. Okay. Ups. Ah, so kriege ich die wieder raus, wenn sie so Maulwurf spielen. Mit L1 und Kreis. Oh, noch ein bisschen. Hämmer's? Ne, alles noch nicht. Ich mal auf das Senkel. So, jetzt aber. Ah, da ist noch einer. Ach, so. So, da la. Jetzt haben wir hier wieder den Weg auf. Schöne Sache. Magie brauchen wir wieder und Gesundheit wäre ach nicht verkehrt. Komm schon. Ja, zu blöd, um die Truhe aufzumachen. Kennt man von Kratos. Der hellste ist er höchstwahrscheinlich eh nicht. Und hier können wir speichern. Aber warte mal, das wirkt nämlich, als müssten wir doch hier. Ich möchte eigentlich eher noch mal gucken, was es da gibt. Jo, eine Phönixfeder. Opfer angenommene Verbesserung Magie. Saarländer Stufe 1. Okay. So, dann geht's weiter. Ah, nee, das ist ach so Unding, dass die Saarländer wirklich an alles Magie-Tra machen. Ich habe derzeit 2 saarländische FSJ-Lerinnen bei der Erwert und das sind ach so U-Menschen, die überall Magie-Tra machen. Nee, ich nenne sie nicht beim Namen, ich will hier niemanden schlecht machen, aber Saarländer und Pelzer, das wissen wir ja eh, das verträgt sich nicht so gut. Wobei das echt nette Mädels sind, muss ich dazu sagen. Das sind wirklich nette Mädels. Und trotzdem ist diese saarländische Eigenart wirklich an alles Magie-Draht so klatsche. Ach, wenn man zum Beispiel jetzt einfach ein Weg, also Brötchen hat, und Owe und ohne Magie drauf klatscht, bevor man seinen Fleischkäse drauf macht. Alter, das geht gar nicht, aber ja, Saarländer halt, die kulinarisch wertvollste Menschen Deutschlands. Sorry, aber als Pelzer muss ich also Seite Hiebe starten. Das ist, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das meine Pflicht wäre. So, dann fliegen wir hoch, Kratos. In den Windkanal. Wahrscheinlich furzt Hephaistos von ohne noch over. Egal. Die Kette des Gleichgewichts. Jetzt sind wir selber wieder dran. Und Gleichgewicht wie Sau ist anscheinend wichtig, bevor Kratos der Geflügelte der Absturz macht. Naja,
Naja, der hat ja ein harte D. Das läuft ja schon irgendwie, oder? Ui. Er ist aber cool gemacht, gerade. Was in andere Spiele die Verfolgungsjagd in Autos sind, ist hier das hier. Ich finde... Boah, das war knapp. Erinnert ein bisschen an Quidditch bei Harry Potter, so von der Kameraführung und von den Hindernissen her. Aber schon cool gemacht. Ist echt geil. Und wohl ausnahmsweise nicht die reine Gewalttat an sich, wie bei God of War. Ich habe das Gefühl, wenn ich ja immer Scheiße baue, dass ich sofort zerschelle und instant tot bin. Ich meine, bei Holz ist das jetzt weniger schlimm. Ah, unser Titane-Kollege wieder. Servus, Kumpel. Der Wind geht aber weit noch, aber. Oh, hey. Aber nicht noch mir schlache Kerl. Ups. Wenn man statt Viereck Dreieck drückt. Sie sind tot, sie Holzkopf. Ja. Yes, ist er leid. Ja, wenn man zu dumm für sowas ist. Wenn man sogar zu dumm ist, um Taste zu drücken. Und sowas dabei raus. Das ist halt das. So. So, da ist er wieder da. Ich habe gedacht, er wäre ein Kumpel von uns, aber okay, wenn es halt der Arschloch ist, wenn er halt wirklich einen auf Drecksack macht, bitteschön. Alter! Und wieder ein Titan, wenn ich ja. So macht man sich Freunde, Kratos. Aber ich glaube nicht, dass der schon tot ist. Nur weil er die Klinge des Olymp ins Arsch gerammt kriegt hat, da wird er vielleicht einäugig sein, aber mehr auch nicht. Ach, die Musik. Ja. Ups. Krieger. Wisst der Teufel, was du durchsingen? Krieger per Schupper. Genau. Hier. Alter, wie... Okay, manchmal, so manches Mal bin ich grenzdebil. Ich hätte einfach nur R1 drücken sollen, aber ja, warum nicht? Nehmen wir dem Spiel doch jegliche Dynamik, indem ich einfach zu dumm bin und Taste zu drücken, aber die Hindernisparcours kriege ich hier. Hey, ja. Aschuka! Kratos, du... ja, okay. Mein Fehler, ich habe L1 gedrückt. Ja, also die Kenntnis, wo welche Taste an seinem PlayStation 4 Controller sind, sollte eigentlich gegeben sein. Offensichtlich hat der Yankee immer noch nicht kapiert, noch jahrelanger Nutzung von PlayStation 4 Controller, wo welche Taste sind. Alter, und diese Musik. Jetzt aber. Samuel. Also, jetzt zweifle ich gerade wirklich an mir selber. Es wird langsam zur Slapstick hier. Komm. Jetzt mal ernst. Wow. Sagte er und war nur kurz davor entfernt vom brennenden Städts am Malm zu werden. Aber die Musik kann ich schon mal gar nicht ernst nehmen. Up. Ja, okay. Hoppala. Schuka. Okay, den habe ich jetzt abgekriegt. Aber hier geht ja auch ganz schön die Luzi ab in dem Lader. Oh, Alter. Ja, im Olymp scheint es immer noch ordentlich zu brennen und geht immer noch gut was ab. Aber durch den Windkanal bin ich doch auch schon erheblich höher gekommen als gedacht und gehofft. Also noch ein bisschen länger und Kratos verbrennt uns. Aber hauptsächlich durch meine dämliche Art zu spielen.
Wobei ich immer wieder merke, ich bin offensichtlich nicht Jump'n'Run geeignet. Okay, jetzt fliegen wir einfach mal ohne Aufwind hoch, weil das kann. Seine Icarus-Flügel. Hoppala. Alter, der Typ kann ja nicht abbremsen. Alter, was zur Hölle mache ich hier? Autsch! Autsch! Au! Ey! Tut doch weh! So. Voll konzentriert bei der Sache. Dämlichste Geräusche mache dabei. Ich sehe Licht. Und es kommt nicht aus Helios Augen. Okay, jetzt sind wir doch wieder am Olymp, oder? Naja, am Hafen vom Olymp oder sowas. Die wahre Annahme vom Olymp. Sorry an jeden, der im wahre Eingang schafft. Die Höhlen. Ja, sehr treffend. Die Höhlen des Was oder der Was. Was macht dieses Licht? Es leuchtet blau. Naja, offensichtlich sind wir beim Knotepunkt von der Kette angekommen. Aber ist doch einmal wieder perfekt, um hier meinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermal wieder zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. Also, machen's gut und bis immer mal dann wieder. Iron Yankee.